Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, letzte Woche haben wir schon drüber geredet, oder beziehungsweise habe ich schon drüber geredet, über diese ganze Causa, auslaufende Verträge bei uns und so weiter. Habe ich ja noch spekuliert, dass der Süle ins Ausland geht, nach England. Jetzt wissen wir ja, dass er zum BVB geht. Und ja, meine Meinung, die ich da gesagt habe, was das Thema Süle betrifft, von wegen sollte man ihn jetzt noch spielen lassen und so weiter, ja, hat sich nicht geändert, ob er jetzt nach Dortmund geht, nach Chelsea oder sonst wohin. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich da ein extra Video zu machen. Erstmal möchte ich den Dortmundern gratulieren. Ich denke, dass er Dortmund sehr, sehr weiterhelfen wird, weil er schon ein starker Spieler ist. Er ist schon... Also ich habe einen Süle gemocht bei uns und ich habe es auch nicht ganz verstanden, dass man ihn so einfach ziehen lässt. Erst recht nicht. Ja, wenn man jetzt hört, die Zahlen, die da im Raum stehen, weil das ist immer so eine Sache. Ich meine, bei uns hat er angeblich 16 Millionen gefordert. Klar, dann kann man schon verstehen, dass man sagt, nee, lieber nicht. Aber wenn man dann hört, man hat ihn 10 geboten, in Dortmund kriegt er jetzt bis zu 12 Millionen. Ja, wird man sich wahrscheinlich in München jetzt auch ein bisschen ärgern, dass er halt nach Dortmund geht. Ja, da bin ich mir ganz sicher, das wird denen nicht gefallen. Ja, da können wir von ausgehen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, weil machen wir uns nichts vor, sportlich ist das ein Abstieg um 2 Klassen. Ja. Ist traurig, aber ist halt einfach Fakt. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht geben die Dortmunder jetzt nochmal Vollgas, so wie es früher mal unter Niebaum war. Ich meine, die Dortmunder haben genug eingenommen die letzten Jahre durch Ablöse, Erträge, und sollte der Haaland wechseln, werden sie da auch wieder was einnehmen und so weiter und so fort. Also ist ja nicht so, dass Dortmund kein Geld hat, ja, wie sie es immer darstellen. Ich weiß es nicht. Vielleicht holen sie noch, wie ich es gelesen habe, entweder nochmal 3 gestandene Spieler dabei und wollen halt mal angreifen auf uns. Wer weiß, ich weiß es nicht, womit sie den Süle überzeugt haben. Ist auch völlig wurscht. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er das gezielt gewählt hat, den Verein, ja, um uns oder den Verantwortlichen zu zeigen, so, ja, das habt ihr davon, so in der Art. Natürlich können wir nur das beurteilen, was wir so jetzt sehen. Ja, wir wissen nicht, was da intern gelaufen ist oder nicht. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man sagt, so, ja, wie es ja auch beim Knappi war, und ja, wir sind so eine Generation mit dem Kimmich zusammen und wir spielen seit der D-Jugend zusammen und wir sind froh, dass wir alle zusammen spielen. Ja, dann sollte man als Spieler auch nicht irgendwie 1, 2 Millionen, wir reden über Millionen, sollte da nicht ausschlaggebend sein. Ja? Schon gar nicht, wenn man bei einem Verein spielt, wo man jedes Jahr um alle 3 Titel spielen kann, was wir nun mal bieten. Was ein Borussia Dortmund nicht bietet, zumindest im Moment nicht. Ja, wer weiß, wie es in 2 Jahren aussieht. Keine Ahnung. Man kann nicht in die Zukunft gucken. Aber aktuell ist es halt nun mal nicht so. Ich denke, den Dortmundern tut der Wechsel sehr, sehr gut. Er wird die Dortmunder Abwehr auf jeden Fall stabilisieren. Er war diese Saison auch bei uns der stabilste Innenverteidiger, weil Hernandez ja nicht wirklich immer Innenverteidiger spielt. Und auch im Spielaufbau und auch so im nach Vorwärtsdrang. Er kann, man hat es gesehen, rechter Verteidiger hat er gut gespielt bei uns, auch offensiv. Also ist schon variabel und man lässt ihn ziehen. Habe ich nicht wirklich verstanden, bin ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, die Hintergründe wissen wir da nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen anders, wie es beim Alaba war, weil beim Alaba machen wir uns nichts vor, das war nicht geplant. Beim Süle war es geplant, ja. Von Süles Seite auch aus. Das hat man ja schon im letzten Jahr rausgehört. Womit ich mich immer schwer tue und was ich lächerlich finde, ist immer dieses, ja, ich habe die fehlende Wertschätzung. Wie es auch beim Alaba der Fall war. Das sind immer diese
Sachen, die mich zu Weißglut treiben. Dann soll man doch sagen, was Sache ist. Was will er mir denn jetzt erzählen? Fehlende Wertschätzung. Er hat unterm Nagelsmann jedes Spiel gemacht. Der Nagelsmann baut auf ihn. Was für eine fehlende Wertschätzung. Selbst wenn der Kahn oder Salihamidzic meinen würden, wow, ja, der Süle ist jetzt aber nicht so der Gute. Wen wird das poppen? Der Trainer ist doch der Entscheidende. Und der Trainer zeigt ja wohl seine Wertschätzung in jedem Spiel. Und tue ich mich schwer mit, dann sollen die Leute halt sagen, ja, ich bin hier beim FC Bayern, der Kimmich verdient jetzt 20 Millionen, dann will ich auf jeden Fall 16 Millionen haben. Kriege ich die nicht, gehe ich. Alles ist gut. So, dann ist man wenigstens ehrlich. Ja, aber immer diese fehlende Wertschätzung, die Anerkennung, die fehlt mir. Boah, da könnte ich durchdrehen, Leute. Sowas Heuchlerisches. I don't know. Wie gesagt, der Kimmich, dass er 20 Millionen kriegt, oder angeblich, ist für mich auch völlig überbezahlt. Dann hätte er so, wenn wir jetzt mal auf das andere Video kommen, wie so ein Spiel in Bochum, dann hätte er da mal das Heft in die Hand nehmen müssen und auch mal Ansagen machen müssen. Da war auch nichts. Da war er noch nur ein kleiner Indianer auf dem Feld und nicht mehr. Ist also nicht der Führungsspieler aktuell, den man da erwarten könnte, meiner Meinung nach. Aber gut, insgesamt diese ganze Vertragssituation bei uns, weiß ich nicht. Sehr schwierig irgendwie. Dass man sich hinstellt und sagt, ja, wir haben eine gewisse Grenze, was Gehälter anbelangt. Völlig okay. Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Dass ein Levi da auch über allen steht. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Aber auch völlig nachvollziehbar, was der Fußballer leistet, was er sich auch durch die Jahre bei uns diesen Status erspielt hat und verdient hat. Völlig okay. Dass ein Gnabry, ein Süle, die irgendwie, ja, die sind gute Bundesligaspieler. Ja, sie haben internationales Niveau. Das war es aber auch. Dass man dann da irgendwo sagt, hier ist die Grenze und mehr nicht, ist völlig legitim. Aber dann sollte man das auch erstens kommunizieren. Und zwar von vornherein, ja. Und nicht die Leute für nichts gehen lassen. Für nichts. Ja. Ich meine, beim Süle, okay, wir machen da jetzt kein Minus, ja. Ich glaube, wir haben damals 10 Millionen bezahlt an Hoffenheim oder was. Aber trotzdem, what the hell is going on? Und das ist ja nicht der einzigste. Ich meine, beim Gnabry werden wir den nächsten Fall erleben. Und ich würde lachen, wenn er auch nach Dortmund geht. Würde ich den Dortmundern gratulieren. Viel Spaß. Ja, I don't know, Leute. Weiß ich nicht. Ich meine, mal ein oder zwei, klar, passiert halt mal. Ja, wir holen ja auch mal ein oder zwei ablösefrei. Passiert. Völlig okay. Aber in dieser Häufigkeit, wie es aktuell ist, schwierig. Verstehe ich nicht. Wie ich schon im anderen Video sagte, da muss ein Umdenken stattfinden. Da muss ganz klar, ja, wir stellen uns immer hin, sagen mir Samir und wir schicken keinen weg und sowas. Das ist immer so das gute Credo beim FC Bayern. Aber wenn die Spieler ja, dich dann so hängen lassen am Ende des Tages, weil mehr, was anderes ist es nicht, Leute. Machen wir uns nichts vor. Dass der Spieler das gerne macht, ist klar, weil er zieht sich noch 10, 20 Mille Handgeld rein, da müssen wir uns nichts vormachen. Auch in Süle wird sich wahrscheinlich 5, 6 Mille von Dortmund noch einstreichen als Handgeld. Alaba wird sich 20 oder 30 Mille reingeschoben haben als Handgeld. Ja, logisch. Machen wir uns nichts vor. Die sind alle gierig. Das können wir als Normalsterbliche nicht nachvollziehen, ja. Mit unseren 2.000 oder 3.000 Euro im Monat. Weil wir reden dann darum, dass man schon ein Jahressalär von 12 Millionen kriegt. Und ja, man muss es dann natürlich noch darauf anlegen, dass ich 14 Millionen im Jahr kriege und dass ich dann noch aber 10 oder 20 Millionen Handgeld kriege. Ja, das sind alles ganz arme Würstchen, die irgendwie es hart haben im Leben. Aber das ist generell der Fußball, was den Fußball, habe ich ja auch schon mal gehabt, das Thema, was den Fußball für mich
ja echt herabwürdigt mittlerweile. Ja, muss man ganz klar sagen. Mittlerweile auch das Verhalten vom Alaba, jetzt das Verhalten vom Süle auch, aber auch das Verhalten vom Verein. Ja, es ist schwer, da noch so. Klar habe ich immer noch diese Leidenschaft und dieses Feuer in mir und sowas, aber diese Sachen, die dämpfen das alles. Weil man das einfach mittlerweile einfach nicht mehr nachvollziehen kann, nicht mehr. Das ist alles realitätsfern hoch 10, Leute. Dass Corona war, ist und sein wird, dass das Auswirkungen auf den Sport hat, interessiert gar keinen Spieler mehr. Gar keinen Spieler mehr. Ja. Da wird keine Rücksicht auf den Verein genommen. So, jetzt die Leute stellen sich dahin, lassen, ja, super, der Vertrag läuft aus. Ja, wenn ich jetzt vom FC Bayern aber jetzt nicht die 15 Millionen im Jahr kriege, die ich haben will, ja, ist ja egal, dann gehe ich woanders hin, da kriege ich dann 12 Millionen, ziehe mir aber 20 Millionen Handgeld rein, ja, dann mache ich immer noch mehr, ist doch super. Solche Überlegungen sind da. Wie gesagt, ich glaube noch lange nicht, dass der Gnabry durch ist. Sehe ich auch nicht als so einen großen Verlust an, aber das Thema haben wir ja schon gehabt. Süle sehe ich als Verlust an, definitiv, vor allen Dingen, wenn man gerade sieht, was Upa für eine Form hat. Warum er diese Form hat, I don't know, ist Nagelsmanns Verantwortung. Das muss er sich auf die Fahne schreiben. Der war in Leipzig bärenstark, war bei uns eine Zeit lang bärenstark und jetzt auf einmal ist er komplett verunsichert. Weiß ich nicht. Ist für mich einfach ansonsten eine Granate. Mit dem Hernandez in der Innenverteidigung, Alter. Mega stark, da brauchst du über den Süle gar nicht nachdenken, ja. Ist aber aktuell nicht so. Warum? I don't know. Vielleicht, der Nagelsmann hat alles auf den Süle gesetzt, damit der Süle bleibt, hat ihn im Arsch gekrochen und Honig rumgeschmiert, dass er den Vertrag verlängert, ja, und jetzt kriegt er einen Arschtritt. Bam. Ja. Und hat jetzt den Upa erstmal ein bisschen auf Abstellgleis geschoben gehabt. Vielleicht war es so, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht die Trainingsform, sonst irgendwas. Keine Ahnung. Schwer zu beurteilen halt. Aber wenn es so war, hat er sich ins eigene Fleisch geschnitten. Aber immer dieses Heuchlerische von den Spielern halt. Und von den Verantwortlichen, da muss man jetzt mal, wenn man Spieler verpflichtet, da muss eine Klausel im Vertrag rein. Da muss eine Klausel im Vertrag rein, dass Verhandlungen ein Jahr vor Auslaufen des Vertrages stattfinden, wenn man sich dann nicht auf einen Vertrag einigt, dass der Spieler in dieser Wechselperiode definitiv wechselt. Punkt. Kann doch kein Problem sein, so eine Klausel in so einen Vertrag mit reinzunehmen. Es kann nicht sein, ja, dass ein Verein wie der FC Bayern so viele Spieler, die sehr viel Geld gebracht hätten, ziehen lassen muss. Und jetzt stellt man sich dann dahin, um mal das Bild unserer Verantwortlichen zu zeigen und sagt, ja, gut, jetzt ist der Niklas weg. Jetzt haben wir 10 Millionen. Und dann denkt man allen Ernstes denkt man dann, dass Spieler, die ihre Verträge in Chelsea nicht verlängern wollen, wegen des Gehaltes, dass man die dann bekommt, wenn man sagt, ja, du kriegst bei uns 10 Millionen, die Handgeld gibt's nicht. Ja, ist doch super, oder? Kommst du doch bestimmt. What the fuck? Passiert nicht. Leute, müssen uns nichts vormachen. Ja, wie ich gerade schon gesagt, jeder Spieler, der ablösefrei ist, ja, will ein Handgeld haben, ist schon mal das Erste. Ja, und deswegen verstehe ich diese Situation mit dem Süle nicht. Man hätte sich da mehr bemühen können, müssen. Wenn man von ihm nicht überzeugt ist, okay, ja, völlig legitim, dann ist das so. Dann kann ich mich immer nicht blauäugig dahinstellen und ich meine, man weiß das ja länger. Gerade wenn man jetzt gesagt hat, ich weiß es nicht, oder wenn man halt so die Gedanken hatte, ja, wir sind nicht restlos vom Niklas überzeugt. Okay, habe ich ja gerade gesagt, legitim. Aber da muss ich doch auch den Arsch hochkriegen und zusehen, dass ich, wenn dann die Situation kommt, so wie sie jetzt ist, ja, ich gehe jetzt nach Dortmund. Ja, da hätte der FC Bayern direkt 2 Tage später, ja, hier, bam, das ist unser neuer Spieler. So, hätte es gar keine Diskussion gegeben. Jetzt hast du Diskussion, ja, bla, Sülz, wer kommt, wer ist überhaupt auf dem Markt, Alter, das ist nicht FC Bayern-like, sage ich euch ganz ehrlich. Und das ist irgendwo ein bisschen hausgemacht. Wie gesagt, man hat einen Nieren zu. Klar, wir haben den Richards noch in Hoffenheim geparkt.
Aber klar haben beide nicht das Level vom Süle. Aber ich denke, Nianzou hat das Talent, um auf das Level vom Süle zu kommen. Nur wenn er nicht spielt, so, wenn er gar keine Chancen kriegt, wie ich auch in dem anderen Video jetzt schon gesagt habe, zum Bochum-Spiel, was der Nagelsmann auf Pressekonferenz gesagt hat, ist ja alles gut und schön. Aber wie soll sich denn so ein Spieler verbessern? Oder wie soll denn so ein Spieler die Ruhe reinkriegen? Wie soll denn so ein Spieler die Sicherheit gewinnen, um dieses Selbstvertrauen zu haben? Das geht nur, wenn er spielt. Und das geht auch nur, wenn er spielt. Und wenn er da mal so einen Fehler macht, ja, dass es auch akzeptiert wird. Ja, das gehört einfach zur Entwicklung dazu. Und wie ich schon sagte, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das ist völlig unabhängig, ob der Süle nach Dortmund, Barcelona, Chelsea oder sonst wo hingeht. Ja, wenn nicht in der Bundesliga. Gut, jetzt sind es sehr wahrscheinlich nur noch 6 Punkte. Wir müssen abwarten, was die Dortmunder gegen Union spielen. Das steht jetzt noch nicht fest, wo ich das Video hier aufnehme. Aber wenn ich in der Bundesliga, wo dann? Willst du dem Jungen denn die Spielzeit geben? Ja, gib ihn doch jetzt mal 5, 6 Spiele am Stück. Muss ja nicht auf dem Innenverteidiger sein, kann auch im defensiven Mittelfeld sein, aber gib ihm doch mal die Spiele. Dann können wir ihn doch mal beurteilen. Dann kann man doch sagen, ja, keine Ahnung, ihm fehlt die Sicherheit, sonst irgendwas. Aber er kann doch keine Schritte machen, wenn er keine Spiele hat. Das verstehe ich halt nicht. Und die Aussagen da, das war ein Schuss im Ofen vom Nagelsmann, ganz ehrlich. Ja, ich meine, mit dem Coman hat man verlängert. Wir wissen die Zahlen da nicht, aber es geht irgendwie in 16, 17 Millionen rum. Ja, die möchte natürlich ein Gnabry auch haben. Ja. Und ganz ehrlich, das sehe ich persönlich auch nicht. Ja. Da wird es wahrscheinlich auch so heißen, so hier hast du 12 Millionen, wenn du nicht willst, dann geh. Ist auch völlig legitim. Gerade beim Gnabry bin ich voll dabei, Leute. Ich würde dem nicht 1 Cent mehr zahlen mit 10, wenn er nicht mal lernt, nach hinten zu laufen und zu arbeiten. Aber das hätte man vor einem Jahr machen müssen. Ne? Vor einem Jahr. Und nicht wieder da stehen, ach ja, weißt du was, der Gnabry, ja, da geht er auch nach Dortmund. Ja. Und die zahlen ihm die 12, wo ist das Problem? Oder die 14 oder was er haben will. Oder er nimmt die 12 und zieht sich 15 Mille Handgeld rein oder 20 Mille. Die Dortmunder waren ihr Gesicht, weil sie zahlen nicht mehr, wie der FC Bayern gezahlt hätte. Und so weiter und so fort. Kennt man doch alles, diese Spielchen. Und klar, keine Ahnung, klar wird er wahrscheinlich die Dortmund auch stärker machen. Und ist doch schön, wenn wir mal wieder einen stärkeren Konkurrenten haben. Weil machen wir uns nichts vor, aktuell ist Dortmund kein Konkurrent. Und wenn der Haaland weggeht, ist Dortmund erst recht kein Konkurrent mehr. Also von daher, ja, lass sie doch ein paar gute Spieler holen. Aber dass sie halt ablösefrei, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Leute. Das geht nicht. Und wenn man jetzt schon wieder hier dieses Rumgeeier anfängt, wie es bei Müller, Neuer und Levi ist, verstehe ich auch nicht. Bin ich auch ganz ehrlich. Weil in einem halben Jahr, so, dann sind wir wieder da, wo wir jetzt sind. Dann läuft der Vertrag aus, dann sind die Leute wieder ablösefrei. Und was meinst du? Ja, man darf sich erst ein halbes Jahr vorher mit dem Spieler in Verbindung... Meint ihr ernsthaft, die Dortmunder haben sich erst im Januar mit dem Süle zusammengesetzt? Die schmieren den sei wahrscheinlich seit über ein Jahr der Honig im Arsch. Ja, ist so ganz normal, ist so gang und gäbe. Brauchen wir uns doch nichts vormachen, Leute. Das machen wir doch genauso. Ja, und dann bringt man sich in dieselbe Bredouille. Lächerlich, ja. Ich meine, Neuer, keine Ahnung, habe ich schon meine Meinung gesagt. Wegen mir gebe ich nochmal 5 Jahre Vertrag. Ist ein Torwart, der kann bis 40 spielen. Sehe ich gar keine Probleme. Und ja, guckt euch an, wie gut er ist. Levi dasselbe. Ja. Ich sehe nicht, dass wir den Levi ziehen lassen müssen und einen Haaland holen müssen oder sonst wen holen müssen. Die Frage ist, ob der Levi bleiben will. Das ist die goldene Frage. Und danach weiß ich nicht, ob es da gerade so nach aussieht. Schwierig. Vielleicht will er einfach nochmal was anderes machen. Auf seinen letzten 3, 4 Jahren, die er noch hat. Schwer zu sagen. Müller? Ja, Müller dasselbe. Weiß ich nicht. Müller kann ich gar nicht einschätzen heute. Müller ist ein Spieler, der keine Muskeln hat. Ich weiß es nicht. Ich denke, man hat diese Saison schon das Alter ihm angemerkt, bin ich der Meinung. Ja, na klar, er ist noch pfiffiger geworden, sieht man anhand der Vorlagen und so weiter. Aber Müller müsste, glaube ich, mal ein bisschen Abstriche dann machen. Ja.
Wenn man den Vertrag nochmal verlängern möchte. Er hat noch ein Jahr, so ist ja auch nicht. Aber da muss man mit dem Spieler auch Klartext reden. Ja. Weiß nicht, was der Müller hat erzählt, er will bis 35, 36 spielen. Sehe ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, sehe ich nicht bei uns in der Mannschaft. Nee, auf keinen Fall. Ja, ich meine, wir haben, wie alt war Martinez? 33 oder was? Haben wir weggeschickt. What the hell? Also ich glaube nicht, dass man mit Müller verlängern wird um 3 Jahre oder sowas. Ja, ich sehe Müller weiterhin bei uns, ja. Aber dann würde ich schon sagen, so, ja, entweder ein Jahresvertrag, 2 Jahre, da muss er aber auch Gehaltsabstriche machen und ja, muss auch damit leben, dass mal Musiala aufgebaut wird. Der Junge braucht auch einfach Spielzeit. Und da muss Müller mal damit leben, dass er in der Bundesliga und so weiter mal ein bisschen weniger zum Einsatz kommt. Aber sowas muss man dann auch mal klipp und klar vorher mit dem Trainer besprechen, wie er das sieht. Und dann muss man das auch mit dem Spieler bei der Verlängerung besprechen, ob er das möchte oder nicht. Und wenn nicht, ja, dann muss Müller nächstes Jahr gehen. Da muss er nächstes Jahr gehen. Da muss eine Ablöse generiert werden. Irgendein Club aus England zahlt noch 20, 30 Millionen. Machen wir uns nichts vor. Ist ja nicht so, dass der Müller nicht begehrt ist. Ich meine, guckt euch an, was er an Vorlagen liefert mit dem Levi. Ja? Von daher, ja, weiß ich nicht. Das ist, was ich an der Führung so ein bisschen kritisiere. Ich weiß nicht, ob man es intern tut. Anscheinend tut man das ja intern nicht mal Tacheles reden und mal mit dem Spieler sich hinsetzen. Ich meine, gut, wahrscheinlich geht das heutzutage auch nicht mehr, weil man setzt sich ja nicht mit dem Spieler hin, man setzt sich ja mit dem Berater hin. I don't know, alles ein bisschen schwierig. Aus unserer Sicht wahrscheinlich oder aus meiner Sicht auch gar nicht nachvollziehbar irgendwo. Dass man sich da mal hinsetzt und Tacheles redet irgendwie, ne? Schwierig. Auf jeden Fall meine Meinung, mal ganz unabhängig davon, dass man mit Spieler Tacheles reden sollte und sowas. Oh, sorry. Ja, es darf einfach nicht mehr vorkommen. Punkt. Ja, ich meine, gut, jetzt bei so einem 33 Jahre alten Spieler wie Müller dann ist, wenn man den dann ablösefrei ziehen lassen würde, ja, allein was er für den Verein geleistet hat und wenn er noch gerne nochmal 2 Jahre irgendwas anderes machen will, ja, okay, dann macht man das, ja. Das ist aber was ganz anderes, als wie wenn man jetzt einen Süle mit 25, 26 im besten Fußballeralter oder auch einen Gnabry oder auch einen Alaba dann ablösefrei ziehen lässt, Leute. Das geht nicht, ja. Das geht einfach nicht. Also wie gesagt, ein Süle hätte locker, selbst bei einem Jahr Vertrag 20, 30 Millionen eingespielt. Und hätte er 3, 4 Jahre Vertrag, hätte er einen Marktwert von, keine Ahnung, soll ich mal gucken, was er für einen Marktwert hat bei transfermarkt.de? Komm hier, können wir doch direkt mal gucken. Können wir doch direkt den Gnabry mit reinnehmen. Weil wenn man mit den Leuten nicht mehr plant, ist ja, sag ich ja, ist ja völlig legitim. Ja? Die Spieler sind ja auch alles Arschlöcher, das sieht man ja. Aber da muss man halt zusehen, dass man ein Jahr vorher eine Ablöse generiert. Ja? Warum findet da hier Bayern München nicht an? Was bist du für ein Kack? Scheiß hier. Das ist halt, was ich nicht verstehe. Und ja, das muss ein Brazzo und ein Olli sich ankreiden lassen, Leute. Da müssen wir nicht drum herum reden. Hätte es unterm Uli nicht gegeben. Punkt. 100% hätte es das unterm Uli nicht gegeben. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Upa Hernandez Süle. Marktwert 35 Millionen. So, hätte er jetzt 3, 4 Jahre Vertrag, hättest du locker einen Fuffi gekriegt. Hättest du 50 Millionen für eingenommen. Und jetzt kriegst du nicht 1 Cent. Ja? Und das tut weh. Das tut weh in meinen Augen. Gnabry. Leute, ist das hier eine seriöse Seite? Serge Gnabry hat einen Marktwert von 70 Millionen. What the hell? Er hat den gleichen Marktwert wie Sané und den gleichen Marktwert wie Davis. Goretzka hat auch einen Marktwert von 70 Millionen. Was ist denn los in dieser Fußballwelt, Alter? I don't know. Ich darf da nicht nachgucken. Das macht nicht. Ja, I don't know. Also aktuell, so wie es aktuell läuft,
Gut, wie ich ja schon immer sagte, der Gnabry und der Kimi sind ja so. Ne? So. Twix und Ryder. Vielleicht spielt das ein bisschen mit rein. Aber ich denke auch nicht, dass der Gnabry irgendwie... Er weiß ja, dass ein Sané 17, dass ein Coman 17 verdient und er sieht sich ja nicht schlechter als die beiden. Ja, er will dann natürlich auch diese Summe haben. Was man dann auch aus Spielersicht verstehen kann irgendwo. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ja, ansonsten habe ich meine Meinung gesagt, es darf einfach nicht mehr vorkommen, dass solche Spieler ablösefrei wechseln. Das gab es in der Vergangenheit auch nicht. Ich kann mich an nicht so einen Abgang erinnern. Doch, Toni Kroos, ne? Oder war das ein Jahr vorher, wo er nach Real gegangen ist? Aber ich glaube, da ist der Vertrag auch ausgelaufen. Man konnte sich auch nicht einigen, weil er auch mehr Gehalt wollte, was Bayern nicht zahlen wollte. Ich weiß aber nicht, ob das ein Jahr vorher war oder ob das ablösefrei war. Ich glaube, das war ein Jahr vorher, ne? Ich glaube, da haben wir noch irgendwie 10 oder... Da haben wir nicht viel gekriegt, aber wir haben noch ein bisschen was gekriegt, meine ich. Ja. Muss so sein, da war der Uli noch im Amt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, da muss es... Gerade in der jetzigen Zeit, ja. Ich meine, dass ein Spieler immer das versucht, so hinzudeichseln, habe ich ja gerade gesagt. Ja, klar, hier, extra Money, weil die sind alle so arm. Ja, keine Ahnung. Sehr schwierig. Sehr schwieriges Thema. Wie gesagt, jetzt einen Innenverteidiger zu finden, der auf dem Niveau ist, für kein Geld, wird nicht klappen. Wird in meinen Augen nicht klappen. Christensen, der da irgendwie im Gespräch ist, der ja jetzt angeblich schon zu 3/4 bei Barca ist. Ja, aber selbst der möchte ja ein Handgeld haben. Dasselbe in Rüdiger, obwohl ich einen Rüdiger bei uns nicht sehe. Aber ich weiß nicht, es war noch Schlotterbeck im Gespräch, aber der ist auch bei Dortmund im Gespräch und so weiter. Dann gibt es noch einen Ginter auf dem Markt. Schwierig sehe ich auch nicht wirklich bei uns, wenn ich ehrlich bin. Konnte ich noch nie irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich nicht den Typen. Schwierig. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wie ich sagte, ich würde einfach den Janzu jetzt mal die Chance geben. Ansonsten haben wir noch einen Richards in Hoffenheim und so weiter. Wir haben eigentlich 2 gute Innenverteidiger mit dem Hernandez und mit dem Opa. Da muss man denen jetzt aber auch mal das Vertrauen schenken, ja. Und da muss man halt zusehen. Ja, ich verstehe auch nicht, warum ein Richards als Linksverteidiger nicht spielt. Verstehe ich auch nicht. Warum man da einen Hernandez dann unbedingt dahinstellen muss. Ein Hernandez ist in der Innenverteidigung so viel mehr wert. Und ich denke, ein Richards wird schon defensiv und so auf der linken Verteidigerposition hinkriegen. Ich meine, man hat ihn geholt, der kriegt auch nicht wirklich eine Chance. Er kommt dann irgendwann mal für 20 Minuten rein. Also verstehe ich alles nicht. Verstehe dieses alles nicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut. Wie gesagt, das ist immer so aus meiner Sicht von außen drauf. Ne? Da sieht man natürlich nicht, was intern ist und so weiter und so fort. Aber das ist meine Meinung. Und wie gesagt, zum Süle kann ich ja gerne in dem Video nochmal wiederholen, weil das werden ja vom 21. Spieltag nicht alle gesehen haben. Beim Süle bin ich ganz klar der Meinung, ja, er muss nicht spielen jetzt. Er muss jetzt nicht mehr spielen bei uns. Ja, das sage ich jetzt nicht, weil er nach Dortmund geht. Guckt euch gerne das Video vom 21. Spieltag an, da habe ich das schon gesagt, wo das noch nicht öffentlich war, dass er nach Dortmund geht. Aber wenn er jetzt ein Innenverteidiger ist und ein Süle ist auf dem Level vom Upa, beziehungsweise der Upa auf dem Level vom Süle. Klar, der Upa hat im Moment ein paar Probleme, ein paar Streuungen drin und so weiter. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Du kannst jetzt nicht auf einen Spieler setzen, der am Ende der Saison weg ist. Und dann noch zum Konkurrenten, was dann nochmal doppelt hart ist, weil darum geht's gar nicht. Aber du kannst jetzt nicht auf den Spieler setzen, wenn ein anderer Spieler da ist, der das gleiche Level oder sogar ein Level höher haben kann, wenn er denn regelmäßig spielt und mal wieder seine Form findet. Und daran muss man noch arbeiten. Genauso hast du mit Nianzou ein Talent, was Spielzeit braucht. Und ja, wenn nicht in der Bundesliga, wo dann? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, da musst du halt mal hin. Guck mal, wir haben heute mit dem Süde gespielt und der Süde war wieder so der Einzige, der nicht ausgewechselt wurde. Haben trotzdem 4 Dinger kassiert gegen VfL Bochum. Ja,
Ich glaube, da hätte man auch einen Upa auf den Platz lassen können und hätte man Janzu auf den Platz stellen können. Oder ich glaube, das wäre dann nicht viel schlechter ausgegangen. Ja. Von daher, meine Meinung, ja, da muss man jetzt, klar ist das irgendwo scheiße, dann so einen Spieler irgendwo aufs Abstellgleis zu stellen. Aber man muss ihn nicht aufs Abstellgleis stellen, aber man kann ihn in die zweite Reihe stellen. Und man hat halt auch alle logischen Argumente auf seiner Seite. Ja? Wie ich ja auch schon in dem anderen Video sagte. Klar, wenn der Süle jetzt um 50% besser wäre wie alle anderen Innenverteidiger, klar, da musst du ihn spielen lassen. Gar keine Frage. Ja? Egal, wohin er geht. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben Innenverteidiger, die so auf einer Linie ungefähr sind. Ja, davon war der Süle der stabilste, keine Frage, habe ich die ganze Saison gesagt, bleibe ich auch bei. Aber da musst du das ein bisschen opfern. Ja, da musst du das ein bisschen opfern, damit die anderen Leute die Chance haben, ja auch die Stabilität reinzukriegen. Und das kriegen sie nicht, wenn sie nicht spielen. Ja, und willst du das jetzt im Hinblick auf die nächste Saison so machen oder auch im Hinblick, dass so ein Spieler dann eventuell in ganz heiklen Situationen nicht mehr bei der Sache ist? Ich meine, wir reden über einen Spieler, der sich beschwert, dass er keine Wertschätzung hat. Vielleicht der dann noch zum Konkurrenten geht, wo er ganz klar zu unserem Verein so macht. Da weiß ich nicht, ob so ein Spieler mal in so einer entscheidenden Szene denkt sich jetzt, ach nee, ach komm, lass mal jetzt, wa? Ist ja egal, ich bin ja eh weg. Muss ich jetzt nicht hier noch dafür sorgen, dass wir den um den Titel holen. Schwierig, finde ich persönlich. Möchte ich ihm nicht vorwerfen, dass er Süle so ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber dass er halt nach Dortmund wechselt, sagt halt schon das zu uns. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, weil es ist sportlich ein Abstieg in die zweite Reihe. Machen wir uns nichts vor. Gut, aber das soll es gewesen sein. Ich wollte es einfach nochmal loswerden. Ja, jetzt kommt wieder eine, die sehen das komplett anders und alles gut, Leute. Jeder wie er meint. Ich bin auch keiner, der jetzt sagt, so, wir müssen den Süle auf die Tribüne setzen, weil er nach Dortmund wechselt. Nee, ich habe das gerade schon versucht, ein bisschen zu erklären. Ja, es geht einfach darum, dass man dann die Leute in die erste Reihe stellen muss, die nächste Saison dann auch in Verantwortung stehen. Ja, das kann man nicht sagen, ja, nee, du musst doch immer mal sehen, sieh das doch jetzt mal aus der Sicht von einem Upamecano oder einem Janzu. Da ist ein Spieler, der nächste Saison nicht mehr da ist und der zum direkten Konkurrenten geht. Aber der spielt trotzdem. So, das ist doch ein Schlag in die Fresse. Ja? Und dass das nicht gerade dann dafür sorgt, dass die Jungs mehr Sicherheit kriegen, mehr Selbstvertrauen kriegen, wenn sie dazu dann auch noch nicht spielen oder in der Halbzeit ausgewechselt werden, so wie es jetzt in Bochum war. Ist doch auch klar, oder? Und es lag nicht am Opa, dass wir 4 Tore kassiert haben. Ne? Das ist mal ganz klar gesagt. Der Süle sah kein Stück besser aus. Die ganze Mannschaft sah kein Stück besser aus. Und das ist ein verheerendes Zeichen. Plus dann diese Worte zu Nianzou in der Pressekonferenz. Hartes Stück, Leute. Hartes Stück aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich halte einen Nagelsmann für einen guten Trainer. Auch der immer offen und ehrlich ist. Und ja, aber das hätte anders moderieren müssen in meinen Augen. Und dass man das intern vielleicht so sagt, alles gut und schön. Aber selbst dann, also bei dieser Pressekonferenz wäre ich gerne Reporter da gewesen, weil dann hätte ich mal gefragt, wie so ein Spieler das denn machen soll, wenn er nie spielt. Ja, weil das ist doch das Ding daraus. Er muss doch erstmal spielen. Und wenn er dann nach 5, 6, 7, 8 Spielen immer noch so spielt, ja, dann kann man sagen, ja, weißt du was, das geht nicht. Du musst jetzt erstmal das. Dann würde ich das nachvollziehen. Aber doch nicht anhand von 15, 20 Minuten, die er mal reinkommt. Man kann doch nicht so eine Einwechslung für 15 Minuten damit vergleichen, als wenn ein Spieler 10 Spiele am Stück 90 Minuten spielt. Das kann mir doch der Nagelsmann, der ist doch ein schlauer Mensch. Das kann er mir doch nicht erzählen, dass er das so sieht. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was diese Aussagen sollten. Tut mir leid. Gut, jetzt bin ich aber fertig, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Es bleibt spannend. Ich bin sehr gespannt, ob Gnabry da bleiben wird. Ist mir am Ende des Tages wurscht, außer dass uns die Kohle flöten geht. Aber dann hätte ich schon mal einen Spieler, über den ich mich nicht mehr aufregen muss. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, wie es dann mit Manu, Levi und Müller weitergeht.
Ich denke mal, Neuer sollte kein Problem sein. Müller ist auch immer so eine kleine Zicke manchmal. Wenn das nicht nach seinem... Das ist echt noch Newwert umgesprungen. Wenn das nicht nach seinem Gusto geht, haben wir ja schon mal erlebt. Bin ich gespannt. Und beim Levi, ja, ich denke, da sind wir nicht in der... ja, da sind wir nicht in der Position. Ich denke, da ist der Levi derjenige, der das entscheidet. Aber ich denke auch, dass der Levi der Spieler ist, der das dann jetzt entscheidet. Zum Ende der Saison. Und der nicht sagt, ich mache jetzt noch ein Jahr und wechsle dann unbedingt ablösefrei. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Weil dann wird es natürlich auch nochmal schwieriger. Dann ist er, glaube ich, 33, 34. Dann, ja, ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Ich denke, wenn er jetzt nochmal, dann muss er jetzt diesen Sommer wechseln. Ne? Und ich denke, Real ist keine Option. Machen wir uns nichts vor. Real ist, Mbappé wird dahin wechseln, bin ich mir relativ sicher. Ablösefrei. Und angeblich sind sie auch am Haaland dran, wenn der Benzema dann ein Jahr später aufhört. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ich würde es mir wünschen, wenn der Levi bei uns die letzten, gerne noch einen 3-Jahres-Vertrag kriegt. Guckt euch die Maschine an, Alter. Würde ich feiern. Aber ja, es bleibt spannend. Wie man sieht, bei unserer Führung ist nichts ausgeschlossen. Also ich hätte nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich, vom Jahr, dass man den Süle ablösefrei gehen lässt. Erst recht nicht nach dem Fall Alaba. Also habe ich auch kein Verständnis für. Finde ich ein Armutszeugnis von beiden, von Brazzo und Olli. Und auch ein Heiner nehme ich damit in die Pflicht als Präsident. Und sollte der Worst-Case-Szenario eintreten, dass es mit dem Gnabry auch nochmal so ist, ja, dann haben sie sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Naja, gut. Jetzt aber Feierabend. Tschüssi.